erste Punkt über die Arbeitsbedingungen, da hat man geschwärzt, hauptsächlich über das Statut, und über die Notwendigkeit, dass die Funktionen, die der Staat muss können erfüllen, dass die auch genug Leute zur Verfügung haben, wie das zu machen. Bei der Qualität von Rekrutierungen hat man insistiert, notamment auch auf Kenntnis von der Lützeburger Sprache, von unserer Kultur und unseren Institutionen. Wenn wir als gegen Privatisierung von staatlichen Care-Aufgaben ausschwätzen, dass da doch an Bewusstsein und Sicherheit von den Leuten, wenn wir von einer Gehälterreform schwätzen, als das ganz sicher auch am Interesse vom öffentlichen Dienst, die seit 23 Jahren an einem Gehältersystem existiert, der nicht mehr zeitgemäß ist und dem muss überschafft gehen. Beim öffentlichen Dienst hatte ich gesagt, dass wir bei 10 bis 12% Ausländer leihen, dass man nicht prinzipiell selbstverständlich dagegen sind, dass den für europäische Schmattbürger ob ist, mit dass wir denken, dass wir müssen alles, was hoheitliche Funktionen oder Pouvoir public ist, wirklich für Lützeburger müssen reservieren. Beim Beamtenstatut hatte ich Beispiele gesagt, wie wir als eine Verbesserung vorstellen. Bei den Pensionen hätten wir gerne, dass der Fonds geschafft wird, für die Pensionen von den Beamten besser aufzusichern und dass wir auch Aspekte wie Invalidität partiell oder Leute, die losgehen, dass die aber ihre Pensionsrechte behalten, dass wir das umsetzen. Bei den Leute, die Minister mitbringen, politisch Conseillen, will man nicht, dass die an den Verwaltungen können bleiben, wenn sie nicht die normalen Ausstellungskriterien erfüllen, wie die anderen Beamten auch. Bei den Bürgern an den Verwaltungen haben wir darauf, dass das, was Bürger können erwerben, nämlich einen sehr efficaces Service an einen, den sie können verstehen, dass das erfüllt ist, auch die Leute, die nicht so an der Informatik daheim sind wie andere. Und wir können schon da auch dass wir über Rechtsstaatlichkeit noch ganz viel Werte schwätzen, notamment auch über eine Reform von der Justiz und auch über die Gestion von den öffentlichen Finanzen. Ich denke nicht, dass das fundamental eine Positionswechsel ist. Das ist nicht richtig. Was richtig ist, ist, dass der DDR aus ihrer Geschichte hier eine Bewegung wäre für Privatpensionen. Ich meine, das ist unumstritten und unumstößlich. Mit dem Moment, wo der Weg gewählt ging, für zu einer richtigen Partei zu gehen. Also selbstverständlich eine Partei, die zu allen Bereichen vom Lebenstellung hat, y inclus die Fonction publique. Und das nicht, weil ich vieles an der Fonction publique kritisieren und zu viel Bürokratie und so weiter, weil ich nicht auf der anderen Seite auch kann die berechtigten Wünsche von den Beamten verstehen, die an der Fonction publique schaffen. Ich will einfach ein ähnliches Beispiel. Pensionen. Ich meine, dann sind wir ja beim Kehrthema, beim historischen Kehrthema von der RDR. Das ist doch unmöglich, dass die Kotisationen, die do Beamte seit der Reform aufhören, nicht an einen extra Fonds gehen, mir einfach an das Staatsbudget auflesen. Und also gar kein Reservegeschäft für die Pensionen aufzusichern. Es scheint mir nicht mehr wie logisch zu sein, für zu fordern, dass den do etwas Ähnliches am Platz setzt, wie das, was am Privé schon gibt. Nämlich einen separaten Fonds, an dem nicht die Regierung klaut. Wir wollen weder, dass man am privaten Fonds klaut, noch dass man am öffentlichen Fonds klaut. Also ich gerne darüber antworten, der Kurswechsel, also ich bin nur heute bei der RDR unter dem 13. März letztes Jahr. Das heißt, ich habe selbstverständlich auch den Heritage von der Partei mit zu drohen, sie sind Member davon. Ich fand aber eine ganz gute Entwicklung der DDR mit ihrem Wechsel vom Numm, mit ihrer neuen Positionierung, mit dem Bekenntnis, in eine Partei zu gehen, sich einfach viel mehr weit abgemacht hat. Ich fand eine gute Entwicklung. Und ich will nicht konsiderieren, dass diese Partei ein Gefangenen ist von den Kriegsschaffen der Vergangenheit. Die also gehen. Ich meine, schon sie selber als Beamte von der Seite miterlebt, die eben sich angegriffen gefühlt hat. Ich kenne die Sachen alle gut. Wir machen einen Schritt, ich sehe so, dass wir einen Schritt machen als Partei, verantwortungsvoll für die ganze Gesellschaft zuständig zu fühlen. Ich kann nicht mehr von hier aus die Hoffnung ausdrücken, dass all die anderen, die auch an der Vergangenheit und so einem Streit beteiligt waren, dieselben Schritt machen und auch so, weil wir alle Parteien, wenigstens von denen, die an der Chambre sind, die eine Beamtenpolitik machen,
die eng verantwortungsvolle Position zu denen Sache sichern, andere an der Öffentlichkeit vertreten. Das heißt, für uns als ADR, die haut am Februar, März 2009 für die Bürger und für die Wähler tritt mit einer verantwortungsvoller und gut recherchierter Position zu den Beamten, die kann nicht mehr als Gefangene von ihrer Geschichte gesehen. Das ist ein River, an mir gesehen an Zukunft, an der Vergangenheit.